weil Margot es Fliegen nicht vertragt, fährt sie jetzt mit seinem preußischen Alten im Oktober mit der Eisenbahn auf Dänemark auf zum Vögel anschauen. Der Hubert und der Sascha kommen dann Holztaus in ein ganz kreisliches Wetter rein und drehen wieder rum. Weil sie jetzt die Wett all zwei verspielt haben, gewinnen Uschi und Rosi das ausgemachte Abendessen bei den Italienern. Der Michi schließt einen Mietvertrag um 18.000 Euro für ein ganzes Jahr ab, damit dass er nicht aus der Werkstatt rausgeschmissen wird. Zuerst hat er Bullen, dass er nicht nur Kundschaft kriegen wird, aber seine Alte und die Rosi machen nachher hübsch viel Reklame für ihn. Der Sevi hilft einer, wo der Karren verreckt ist, und danach stellt sie außer, dass das die Chefin ist von dem Kindergarten, wo er seinen Stiefsohn ummelden möchte. Uschi findet ein Viagra bei seinen Alten und meint, dass er wegen dem auf einmal so gut stopfen kann. Dabei haben das aber schön Pfefferminzgurgeln gewesen. Bald drauf möchten sie miteinander ganz nobe zum Essen gehen. Aber sie wird von ihm versetzt, weil er sich lieber mit Michi umeinander treibt und mit Gregor, weil er dem recht stinkt, dass er am Vatertag als Vater seinen Buben nicht sehen darf. Schließlich sagt er aber Donu, weil ihm der Sevi im Wirtshaus vorbeibringt. Der Rolli glaubt, dass seine preußische Gspusi in Oslo mit einem elektrischen Rad umeinander fahren möchte. Aber dabei ist es schön zum Ausprobieren für den Margot seinen preußischen Alten. Danach probiert der Rolli sein auch noch so etwas aus. Und schließlich brechen sie nachher mit den gewöhnlichen Rallen zu einer Reise auf.